Der Gickerl grad, die Glocken leit, ebst es den Dr. Gro gar nicht gefreit. Drum ist doch Herzog in unseren Ort, weil's da ihm viel leiser ist wie dort. Dort, da mein ich halt die Stadt, wo schließlich nie seine Ruhe hat. Heut steht drin, in Ordnungsamt, und sagt, ja, was soll denn das, verdammt? Passt's auf, ich zahl für Rathaus Stirn das neue Glander, aber eine Lösung muss her, suchen wir miteinander. Der Bürgermeister hat ein Hirn und lässt sie mit dem Glander schmieren. Der Gickerl war das erste Opfer. Mit dem Hackebeil ein kleiner Klopfer, der Kopf herunter die Federn zupft, nein ins Rohr und mit Gewürz betupft. Bei der Kirchenglocken wird's auch gratter. Ein lieber Pfarrer, ein lieber Pater, eine Hand wascht durch andere Hände. Glaubt's mir's, vom Dr. Gro kommt eine schöne Spende. Die Geistlichkeit, die Gabe sagt, ab sofort ist unser Glocken offiziell defekt. 3 Tage später besucht der Dr. Gro den Bürgermeister in seinem Büro. Ein guter Mann, was da herin fehlt, und ich glaub jetzt her, das notwendige Geld, war eine Büste, ein Beutel oder eine Statue von dir, Bürgermeister, das war doch schön. Die Finanzierung darf schon irgendwie gehen. Übrigens, ich hab da nur ein kleines Problem. Der Huberbauer tut mir auf die Nerven sitzen, mit seinem ewigen Adeln ausspritzen. Ein Monat später sieht man die wunderbare Statue stehen. Der Huberbauer war nie mehr wieder gesehen. Ah ja, die Geschichte hat auch eine Moral. Wenn's deine Ruhe möchtest, nachher zahl.